Guten Abend aus Straßburg. Gestern Abend waren noch ein paar Primaries in verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten. Analoge sieht alles aus, wie wenn Hillary Clinton Kandidatin für die Demokraten wird. Leider sieht es auch aus, wie wenn Donald Trump den Kandidat für die Republikaner wird gehen. Was bedeuten Wahlen an den USA für Europa, aber besonders für die EU? Wahlen sind ganz wichtig, weil transatlantische Beziehungen sind natürlich wesentlich geprägt von den Akteuren, die das Seite an der Seite vom Atlantik sind. Das Seite vom Atlantik, also bei dieser Seite, haben wir da viel. Wir haben den Präsidenten der Kommission, wir haben den Präsidenten vom Europäischen Rat, wir haben Madame Merkel, den François Hollande, und ein paar die Staats- und Regierungschefs, die privilegierte Partner sind, bleibt bis nach immer an der Logik vom Amerikaner, den, wenn man denken will, aus Europa schwätzen, immer ein Telefonsbuch für uns stehen hat, während wir, wenn man mit den Amerikanern schwätzen, aber ganz klar einen erkennbaren Interlokuteur haben. Ich hoffe, dass es Madame Clinton geht, weil sie am Notsten bei unseren Valeuren, wir kennen sie durch das Wirken als amerikanischen Außenminister. Und ich hoffe, dass es gelingt, mit hier Frieden und Gespräch zu kommen, für auch den Abschluss zu gewinnen auf transatlantische Beziehungen. Du hast gerade schon angesprochen. Wie kann die EU da konkret vorgreifen, für das wir am Fond als Prioritäten an den bilateralen Beziehungen können vermitteln, für uns sogar vielleicht dem Abweihen an der Introduktion von dem neuen Präsidenten, respektive hoffentlich der neuen Präsidentin? Ja, ich bin froh, so, dass ich sich kann interrogieren, was muss man machen, für Abschluss zu gewinnen auf die transatlantischen Beziehungen. Wieso wäre das mal so? Wir haben die Wahlen aufgewählt, die ist normalerweise irgendwann den 20. November, meine ich. Und dann hat der neue gewählte Präsident, der designierte Präsident, die Möglichkeit, für sich vorzubereiten auf sein Amt, natürlich mit einer Equipe, präzisiert sein Programm, wird bis dahin bekannt. Und dann, den 20. Januar, wird er intronisiert, kriegt sein Sakre, und da wird gesagt, ja, da muss man die ersten 100 Tage aufwerten. Da sind wir schon Februar, März, April, das Jahr drauf. Wenn wir von lo bis dahin nicht erholen, dann haben wir keinen Abschluss mehr. Wenn das sein Programm bekannt, an seinen Leuten sind alle gut en place, also wäre es sinnvoll für Leute zu sagen, man kann mich konzentrieren, als ob die Kandidatin wahrscheinlich gewählt wird, wahrscheinlich Madame Clinton. Aber ich schwätze mit hier, am Maison, halt wir vielleicht gut, wenn wir könnten am Vierfeld Erdsachen dezidiert sind, mit nicht schwätzen. Das ist am Anfang Angang von an die allgemeine politische Praxis, für das man dann noch nicht muss so, ja, wir sind den Amerikanern ausgewählt. Nein, es gibt keine Fatalität daran, wir müssen einfach die Methode ändern. Das bedingt, dass wir wissen, was wir wollen. Da wissen wir, ob die Engländer dabei ist, bleiben, ob sie rausgehen. Und hoffentlich, dass die 27, die sich bis los zum Teil haben, den Engländer verstoppt haben, auch bis dahin nach 5 bekannt haben, dass man mit einem klaren Konzept kommen. Von mir also kein Abfluss auf transatlantisch Gebaren kreieren oder nicht genug ist, als Sicht, dann ist zum Teil Eis schuld. Wir müssen nur schon eine kleine Introspektion machen. An Manner wie engem Jahr aus dem Barack Obama seine Amtszeit rüber, seine zweite Amtszeit rüber, war das eher ein Bilan von dem Präsident Obama seiner Arbeit? Kann er schon überhaupt ein Bilan ziehen? Muss in der Sache noch ein bisschen Zeit geben, zu reifen? Wie sieht ihr das? Also ob schon an seiner ganzen Haltung mehr nur bei den Europäern war, hat sich auch nicht schrecklich viel in Europa gekümmert, muss man auch so. Hat zum Beispiel ein Sommet Union Européenne, États-Unis geschwänzt. Das kommt wahrscheinlich von der auf der Tagesordnung, weil jedenfalls wäre nicht da. Ceci étant, muss man aber festhalten, dass Obama es fertiggebracht hat, Amerika nicht immer weiter Konflikte heranzubringen. Er hat da aber Brems gezogen und hat versucht, rauszukommen. Nicht so, wie es gewünscht hat, weil Einzelsituationen haben Amerika gezwungen, sich mehr zu engagieren. Wie immerhin als Amerika einer Zinger Präsidentschaft Männer interventionistisch gehen, was Damischen an interne Angelegenheiten von anderen Ländern angeht. Andere Mengen hat eine ganze Partie neue Akzente gesagt, notamment um innenpolitischen Plan, eine Security Sozial durchgesetzt, das kann das am Anfang egal sein. Nein. Das ist nicht egal, wenn wir nicht reden, dass alle als Partner, aber doch als Konkurrenten sind, dieselbe Erfahrungen machen, dieselbe Prozentsätze von Kosten an die Produktionsprozesse abfließen lassen. Länger als wirtschaftlicher Sicht, aber nicht, dass sie das machen,
aus ethisch moralischer Sicht mein als doch normal dat zivilisiert Land sech eng Securité sozial gët. Ja. Auch dunne soweit kom wie wollt, mit dat gut Ufang gemet huet. Am krasse Kontrast dazu schenkt im Moment nach dem Donald Trump zu stohlen. Wir erleben in Europa auf verschiedene Länder einen großen Rechtsruck, wenn dem Trump seine Ideen nur lässt, aber auch auf seine Rhetorik aufpasst, merkt den, das ist eine große Tendenz zum Rechtspopulismus. Also transatlantisch, ein bisschen ähnlich wie heute. Wie können wir das stoppen? Also Populismus ist das eine ganz gefährliche Mischung. Wenn ein Populist dat huet keng mocht, dat schon geféierlech wann de Populist ass an Kredi mocht an bleif de Populist, da gët wirklich ganz dramatisch. Et kann ja nie ausschlese, wie die Wahlen do ausgehen, hoffen, dat de Mann dort kreier krit, well so wie sech bis lobolle das net kommestibel an bestimmt net tauglich fir der Damt. Okay. Ja gut, Ech so Merci a mir wënschen Ech du hem nach ganz schein lowend.